Freunde, ihr zahlt bereits jeden Monat automatisch vom Lohn abgezogen, bevor ihr ihn seht. Die gesetzliche Krankenversicherung kostet euch IA im Schnitt über 800 Euro IA im Jahr als Arbeitnehmer, als Rentner, als Selbstständiger. Und jetzt legt eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission 66 Vorschläge vor, wie das System stabilisiert werden soll. Was das auf Deutsch bedeutet, ihr sollt mehr zahlen. Mehr Zuzahlungen in der Apotheke, mehr für Ehepartner, mehr für Medikamente, mehr für das, was sie bereits finanziert. Heute zeige ich euch, was in diesem 480 Seiten langen Bericht wirklich drinsteht. Was die Politiker euch sagen werden und was sie euch nicht sagen werden. Und warum dieses System in eine Krise gerutscht ist, die nicht die Schuld der Versicherten ist. Denn das ist der Kern. Ihr zahlt. Ihr habt jahrzehntelang gezahlt. Und jetzt, wo das System in Schieflage geraten ist, lautet die erste Antwort der Politik wieder: Ihr sollt noch mehr zahlen. Das ist kein Zufall. Das ist ein Muster. Und das Muster zu durchbrechen, dafür braucht es eine informierte Öffentlichkeit. Also, bleibt dran. Das Defizit, die Zahlen, die ihr kennen müsst, fangen wir mit dem an, was die Kommission als Ausgangspunkt nimmt. Die gesetzliche Krankenversicherung hat ein Finanzierungsproblem. Im laufenden Jahr 2026 rechnen die Experten mit einem Defizit von mehr als 10 Milliarden Euro. 2027 könnte es auf 15 Milliarden Euro steigen. Und wenn nichts passiert, wächst diese Lücke bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro an. Das sind keine kleinen Zahlen. Das ist eine strukturelle Schieflage, die sich über Jahre aufgebaut hat. Die Ausgaben der Kassen stiegen 2025 um 7,8%. Die Einnahmen wuchsen nur um 5,3%. Die Gesamtausgaben der GKV lagen 2025 bei 352 Milliarden Euro in diesem Jahr, während sie voraussichtlich auf fast 370 Milliarden Euro steigen. Das entspricht fast dem gesamten Bundeshaushalt nochmal obendrauf. Das ist der Kern des Problems. Die Kosten laufen den Beiträgen davon. Mehr ältere Versicherte, mehr chronisch Kranke, teurere Medikamente, teurere Krankenhausaufenthalte. Das Gesundheitssystem wird teurer, schneller als die Wirtschaft wächst, schneller als die Löhne steigen. Und wenn nichts passiert, dann steigen die Beitragssätze. Für euch als Versicherte bedeutet das ohne Reform eine Mehrbelastung von durchschnittlich 260 Euro im Jahr 2027 bis hin zu 680 Euro im Jahr 2030. Bei maximaler Mehrbelastung sogar 1440 Euro jährlich bis 2030. Das sind die Zahlen der Kommission selbst, nicht von Kritikern, von den Experten, die das System retten sollen. Die 66 Vorschläge, was wirklich drinsteht, und jetzt zu den 66 Empfehlungen. Ich zeige euch die wichtigsten, diejenigen, die euch direkt betreffen. Erstens, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern soll abgeschafft werden. Derzeit sind rund 15,6 Millionen Menschen beitragsfrei mitversichert, darunter etwa 3 Millionen Erwachsene ohne eigenes Einkommen. Die Kommission nennt das versicherungsfremd und schlägt vor, diese Leistung zu streichen. Wer bisher kostenlos mitversichert war, müsste dann einen pauschalen eigenen Beitrag zahlen, rund 240 Euro pro Monat. Das sind fast 2900 Euro im Jahr. Für Familien mit einem Alleinverdienst. Für Rentnerinnen, die nie selbst gearbeitet haben. Für Menschen, die ihre Partner pflegen. Die Kommission erhofft sich dadurch 3,5 Milliarden Euro Einsparung. Die betroffenen Familien würden es deutlich spüren. Zweitens, die Zuzahlung für Medikamente in der Apotheke soll von derzeit 5 Euro auf 57 Euro steigen. Der maximale Zuzahlungsdeckel soll von 10 auf 15 Euro angehoben werden. Das klingt nach kleinen Beträgen. Aber wer mehrere Medikamente dauerhaft nehmen muss, chronisch Kranke, ältere Menschen, für die addiert sich das. Wer heute schon an der Grenze seines Budgets lebt, dem macht jeder Euro einen Unterschied. Drittens, eine Zuckersteuer auf zuckergesüßte Getränke soll eingeführt werden. Dazu Steuererhöhungen auf Tabak und Alkohol. Die Einnahmen sollen an die GKV fließen. Das ist der Teil, über den alle reden werden, weil er politisch am einfachsten zu verkaufen ist. Viertens, das Krankengeld soll reformiert werden. Die Kommission will ein Teil Krankengeld einführen. Wer teilweise arbeiten kann, soll auch nur teilweise Krankengeld bekommen. Das klingt vernünftig. Aber es verlagert Kosten und Risiken auf die Erkrankten. Fünftens, der Bund soll die Krankenversicherungskosten für Bürgergeldempfänger vollständig übernehmen. Derzeit zahlt die Solidargemeinschaft der GKV mit, das belastet die Kassen laut Kommission mit bis zu 12 Milliarden Euro im Jahr. Wenn der Bund diese Kosten aus Steuermitteln übernimmt, entlastet das die Beitragszahler erheblich. Sinnvoll, aber teuer für den bereits überlasteten Bundeshaushalt. Warum das System wirklich in die Krise geraten ist, die unbequeme Wahrheit und jetzt der Teil, den Gesundheitsministerin Warken nicht so deutlich sagt. Das Defizit in der GKV ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist das Ergebnis von Entscheidungen oder genauer von Nichtentscheidungen über viele Jahre. Erstens, der demografische Wandel. Deutschland wird älter. Mehr Rentner, weniger junge Beitragszahler. Das ist seit Jahrzehnten bekannt. Es wurde strukturell nicht ausreichend adressiert.
regressiert. Die Solidargemeinschaft der GKV wird von immer weniger zahlenden Mitgliedern getragen und das war absehbar. Zweitens, versicherungsfremde Leistungen. Die GKV finanziert heute Leistungen, die eigentlich Aufgabe des Staates wären, zum Beispiel die Krankenversicherung für Bürgergeldempfänger. Die Kommission beziffert das auf bis zu 12 Milliarden Euro jährlich. Das ist Geld, das die Beitragszahler übernehmen, obwohl es eine staatliche Aufgabe ist. Das war politisch bequem, solange die Kassen Überschüsse hatten. Jetzt, wo die Lücken sichtbar werden, soll das plötzlich reformiert werden. Drittens, die Pharmaindustrie. Medikamente sind teuer. Besonders in Deutschland, wo die Hersteller in den ersten 12 Monaten nach der Markteinführung die Preise frei festlegen dürfen. Deutschland ist weltweit eines der teuersten Länder für Arzneimittel. Das hat politische Gründe. Pharmaunternehmen sind Arbeitgeber, Exporteure, Lobbyisten. Das Ergebnis zahlen die Kassen. Und die Kassen zahlen mit teuren Beiträgen. Dazu kommt, Deutschland hat die am internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten und viele Krankenhäuser, die nicht ausgelastet sind, aber trotzdem teuer unterhalten werden müssen. Eine echte Krankenhausreform wäre ein zentraler Hebel zur Kostensenkung. Sie ist politisch seit Jahren umstritten, weil Krankenhäuser Arbeitgeber in Regionen sind und weil Schließungen Wählerstimmen kosten. Das Ergebnis? Zu viele teure Strukturen, finanziert aus euren Beiträgen. Die 66 Vorschläge der Kommission gehen diese Probleme an, zumindest teilweise. Aber sie gehen den einfachsten Weg zuerst, die Versicherten. Weil die Versicherten keine mächtigen Lobbyverbände haben. Weil es politisch einfacher ist, die Zuzahlung um 2,50 Euro zu erhöhen, als mit der Pharmaindustrie zu streiten. Was die Gesundheitsministerin sagt und was sie verschweigt, Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU hat erklärt, sie haben nun einen gut gefüllten Werkzeugkasten. Die besten Werkzeuge werde sie auswählen und bis Ende Juli ein Gesetzespaket ins Kabinett bringen. Sie versprach, es werde keine einseitige Reform zulasten der Versicherten geben. An den Grundpfeilern des solidarischen Systems werde nicht gerüttelt. Das klingt beruhigend. Aber schauen wir genauer hin. 66 Vorschläge. Einsparpotenzial von bis zu 42 Milliarden Euro. Warken will die besten auswählen. Aber welche? Sie hat bewusst keinen einzigen Vorschlag öffentlich ausgeschlossen. Das ist kein Versprechen. Das ist eine Aufforderung, nicht zu widersprechen, bevor die eigentlichen Entscheidungen fallen. Was Sozialverbände sagen, muss man hören. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte die Vorschläge scharf. Die Empfehlungen seien ein Potpourri an Ideen, die an vielen Stellen Kosten auf die Versicherten verlagern. Die Erhöhung der Zuzahlungen und die Streichung der beitragsfreien Mitversicherung belasten Menschen gleich mehrfach. Besonders betroffen seien chronisch kranke Menschen und Haushalte mit geringem Einkommen. Das ist das entscheidende Problem, das man nicht wegdiskutieren kann. Die GKV ist ein Solidarsystem. Es funktioniert, weil alle einzahlen, Gesunde und Kranke, Junge und Alte, Reiche und weniger Reiche. Wenn man nun beginnt, Kosten systematisch auf diejenigen zu verlagern, die am wenigsten Spielraum haben, chronisch Kranke, Rentner, Geringverdiener, Familien mit einem Alleinverdiener, dann beschädigt man nicht nur das Portemonnaie dieser Menschen, man beschädigt das Fundament des Systems. Man untergräbt das Vertrauen, das eine Solidargemeinschaft zusammenhält. Und wenn dieses Vertrauen erst einmal weg ist, ist es sehr schwer zurückzugewinnen. Der GKV-Spitzenverband selbst begrüßte die Vorschläge mit dem Hinweis, es käme jetzt auf die Umsetzung an. Man dürfe nicht länger gezwungen sein, mehr Geld auszugeben, als man einnimmt. Das ist richtig. Aber die Frage ist, wer trägt die Last der Anpassung? Die Versicherten oder alle Akteure am System? Was jetzt kommt und was ihr wissen müsst, Warken will bis Ende Juli ein Gesetzespaket vorlegen. Innerhalb der Koalition gibt es bereits Konfliktlinien. Die SPD will verhindern, dass die Reform einseitig auf Kosten der Versicherten geht. Die CSU blockt Maßnahmen, die Familien belasten. Merz hat gesagt, er könne sich sehr viel vorstellen, ohne konkret zu werden. Das klingt nach einem Sommer voller Koalitionsstreit. Söder will die Ehegattenversicherung nicht antasten. Das trifft zu viele CSU-Wähler in Bayern. Klingbeil will keine höheren Zuzahlungen für Geringverdiener. Das trifft zu viele SPD-Wähler im Osten. Warken will beides gleichzeitig reformieren und dabei niemanden verprellen. Das ist eine politische Quadratur des Kreises. Das Ergebnis wird ein Kompromisspaket sein, das keinen der großen Strukturhebel wirklich zieht. Ein bisschen Zuckersteuer, vielleicht eine moderate Erhöhung der Zuzahlungen. Und das strukturelle Problem Ausgaben wachsen schneller als Einnahmen bleibt auf dem Tisch für die nächste Regierung. Nach Kompromissen, die niemanden wirklich zufriedenstellen. Was ihr jetzt konkret tun könnt. Erstens, beobachtet, welche der 66 Vorschläge Warken in ihr Gesetzespaket aufnimmt. Das Paket soll bis Ende Juli ins Kabinett. Wenn sie die Ehegattenversicherung abschafft, trifft das Millionen Familien. Wenn sie die Zuzahlungen erhöht, trifft das chronisch Kranke. Wenn sie die Pharmaunternehmen stärker reguliert und die Vergütungsbegrenzungen für Leistungserbringer konsequent umsetzt, trifft das die gut organisierten Lobbygruppen. Daran erkennt man, wessen Interessen wirklich geschützt werden
werden und wessen nicht. Zweitens, informiert euch über eure eigenen Zuzahlungsgrenzen. Das ist wichtig, auch schon jetzt. Wer im Jahr mehr als 2% seines Bruttoeinkommens für Zuzahlungen ausgibt, ist von der Zuzahlungspflicht befreit. Bei chronisch Kranken gilt sogar nur 1%. Diese Grenzen sind gesetzlich festgelegt, aber kaum jemand weiß, dass man Belege sammeln und einen Antrag bei der Krankenkasse stellen muss. Das kann mehrere hundert Euro im Jahr ersparen. Nutzt das, denn das ist euer Recht, das die Kassen euch nicht automatisch gewähren. Drittens, sprecht mit eurem Bundestagsabgeordneten. Schreibt ihnen, Abgeordnete lesen Briefe, besonders wenn viele davon kommen. Sagt ihnen, wir zahlen bereits. Wir wollen wissen, was mit unserem Geld passiert. Und wir wollen, dass die Reformen fair sind, dass nicht wieder die Versicherten zahlen, während Pharmaunternehmen und Krankenhauskonzerne ihre Margen halten. 73 Millionen GKV-Mitglieder. Wenn die ihre Stimme erheben, hört die Politik zu. Freunde, 73 Millionen Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. 73 Millionen Menschen zahlen jeden Monat. 73 Millionen Menschen haben ein Recht darauf, zu verstehen, was mit ihrem Geld passiert. Die Krankenversicherung ist kein abstraktes Politikthema. Sie ist der Vertrag zwischen dem Staat und euch. Wir zahlen gemeinsam, damit jeder Ei am Krankheitsfall versorgt wird. Dieser Vertrag ist nur so stabil wie das Vertrauen, das ihn trägt. Und dieses Vertrauen wird beschädigt, wenn die Antwort auf eine Systemkrise immer dieselbe lautet. Die Versicherten zahlen mehr. Wenn die einen immer tragen und die anderen immer geschützt werden. Wenn Lobbys gewinnen und Menschen mit chronischen Erkrankungen verlieren. Das muss nicht so sein. Aber es wird so sein, wenn niemand laut genug fragt, warum. Bleibt wachsam, bleibt informiert. Teilt diese Analyse, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.